Willkommen bei dieser neuen Edition von ADR Tele, die lächt von diesem Jahr. Und das sind als Haupttiteln von dieser Sendung. Angefangen mit der immer mehr schwieriger Situation am Berufstrafik, an den zum Teil hausgemachten Verkehrsproblemen an der Stadt Lützeburg, der Städtebauingenieur Daniel Milchen schwätzt Klartext und proposiert mögliche Lösungen. Den Akkord, den die Gambia-Parteien mit der CSV aufgeschlossen haben, was die Aufänderung von der Verfassung angeht, ist nicht ernst als für den Co-Handel. Für was die christliche Sozial am Dossier Verfassung den Konträr gemacht haben von dem, was sie versprochen hatten, das erklärt uns der Gast Giberian. Hat die Abteistadt Kliev nach einer Zukunft, mittlerweile ohne Aptik und auch ohne Postbüro, etwas, was auf die Kosten von den Anwohnern auf dem lokalen Tourismus geht. Der noch deputierte Jeff Englen und Michel Lemaire, Anwohner aus der Gemeinde Kliev, holen kein Blatt für den Mund. Den Doyen aus der Chambre, der Gast Giberian, kriegt enorm viel Zustimmung von den Leuten am Land. Das matzingeriert über die Lützeburger Wohnungsproblematik und an dem Zusammenhang auch scharfer Kritik an der Regierung. Auf Facebook hat es Riet vom Gast am ganzen bald 250.000 Leute erreicht, die gouf nicht mehr wie 4.500 Mal gedeelt, und mehr wie 3.000 Mal geliked. Luf gouf sogar für Journalisten seit der Plattform Reporter no besteht virale politische Video vom Gast Giberian, der journalistische Faktencheck. Kein böse Populismus dem no. Hein einmal der Gast riecht raus a Bild und Ton. Konsequenzen, wie gesagt, von den Immobilienpreisen, das sind die Rekordhossen, die wir eben hier am Land tun. Das bedeutet davon, dass viele Leute los schon nicht mehr sich können hier am Land eine Wohnung leisten. Was für rund 30, 40 Jahre eine Normalität hier am Land war. Für 40 Jahre konnten alle Arbeiter sich ein Haus bauen, mit Gringsranderen. Heute können zwei Universitären sich noch vielleicht einen Bauplatz mit 3 R. Und da mussten sie sich auf 30 Jahre zu 2 das Leben lang verschulden, wie wir eine Wohnung zu kriegen. Wir sind also nicht mehr reich gehen. Wir sind mehr arm gehen, Heimann. Aber wo ist die Lebensqualität hingegangen? Und trotzdem setzt die Regierung weiterhin auf ein Rekordwachstum. Und heute müssen immer mehr Leute an die Grenzregion gehen, für überhaupt nach eine Wohnung zu kriegen. Dieses Projekt als der Beweis ja eine Failliterklärung von der Rekordwachstumspolitik von dieser Regierung. Es sind auch schon Reführen auf Emprunt ausgeschwart gehen, zumindest bei einer großen Lützeburger Bank, die sagt, aufgrund von dem neuen Gesetz, was wir können wir erst kein Prä mehr geben. Das ist auch schon eine Realität, das Gesetz ist mal noch nicht gestimmt. Das hat zu Konsequenzen, dass ganz viele Leute keine Prämie mehr im Land kriegen. Aber was als Konsequenz? Denn Herr Feier hat für gesagt, dass es schon ein Luxus für Lützeburg eine Prämie zu kriegen. Das aus den Ohren von einem Sozialist zu hören, die eine Partei, die bald Jahrzehnten, ja, sie bald immer als zweite Partei an der Regierung, an hier als Präsident von der Partei, dass diese das ein Luxus für Lützeburg überhaupt eine Prämie zu kriegen, das ist ein normal Stierfliegen. Die Lützeburger Arbeiter von der Lützeburger Arbeiterpartei, als nicht mit uns zu denken, dass da überhaupt nach eine Prämie kriegt. Und hier verdedigt dann das heute Gesetz ein Mordicus, also das schützt Leute, die hätten sie nicht Prämie kriegen, die wir nur nicht mehr können remboursieren. Das ist scheiße für allen die kleinen Leute, die in eurem Land werden keine Prämie kriegen, Mittelschicht wird sich kein leisten. Das ist wirklich schon ein Luxus, den auch just die Reichheit aus dem Land sich können leisten, respektive Reiche, die wollen hier auf Lützeburg kommen, investieren. Was tut dazu Konsequenz? Man geht nach mehr Leute an die Grenzregion wohnen. Und wird auch zur Konsequenz, dass die Leute nicht mehr an die Grenzregion wohnen gehen, wir wollen sie jetzt Lützeburg bei der Bank keine Prämie kriegen, aber da gehen sie an das Ausland bei Prämien. Und an der Belgien geht es kein irgendwie Wert mehr, Banken, die schon Kampagnen machen, an Offerten machen für Immobilien in Lützeburg, mit besseren Konditionen, nach wie wir sie in Lützeburg von der Bank kriegen, die dann eben Prämien und Lützeburger machen für können, wahrscheinlich dann nicht mehr in Lützeburg, weil die ja schon an das Ausland gefunden, dann machen sie auch nach Prämien am Ausland. Aber wenn Leute sich hier im Land
keine eigene Wohnung mehr können leisten. Der Frau was nicht mehr Bande, was machen die Leute dann? Da gehen sie entweder in Ausland wohnen oder sie gehen hier im Land lohnen. Aber was machen sie dann? Sie bezahlen Loyer. Und sie bezahlen Loyer. Und was gibt man den Loyer gemäht? Ich wollte mir Frau dazu sagen. Sie bezahlen dann den reichen Leuten, die können Appartementen an Häuser bauen, auch von der Familie, an der Generationen haben. Sie bezahlen am Anfang dann den reichen Hai am Land hier Immobilien. Und sie selber kriegen keine Immobilien, also nicht wäre, kann er nur zu verhelfen, wir sind nach just die gut betuchten Hai am Land, die sich eine Immobilie können leisten, und sie können so, wenn sie eng an die eine, an 2, an 3, an 5, an 10 haben, und auch kein Problem für Emprunt zu kriegen, für sich nach ein 11 dabei zu kaufen, und die kriegen sie dann auf der Loyer von den kleinen Leuten, auch von den Arbeitern, kriegen sie dann über die Loyer hier 12 an 13 Immobilien bezahlt. Das ist also ein Gesetz, was radikal entgegensteht für dem, was den als Staat Mist machen, an eine Echtaufgabe von einem Land, einem Staat nicht sehen, dass er gucken, dass er allen Menschen hier am Land eine Wohnung kriegt, und zwar zu akzeptablen Preisen. Und diese Regierung kennt nicht der Land, dass sie sich eigentlich mit der Wurstumsdebatte auseinandersetzt. Weil immer mehr Leute am Land kommen an der Zwischenzeit zu der Konklusion. Und solange wir nicht die Courage haben, für die Problematik gehen, werden die anderen Probleme nicht lösen. Und alles das, was hier gezählt wird, von Grundsteuer, die muss geheilt gehen, von dem Pakt Logement 2, könnt ihr euch alles in den Hut sprengen, das löst das Problem nicht. Und auch die Grundsteuer. Das ist erstens, was es mit einer Steuererhebung. Aber wenn Fundpreise 100.000 € den Erhalt kosten, und die Leute bezahlen 20, 30 € Grundsteuer für den R an der Gemeinde. Und dann geht noch nach hinten, verdeiert die auf 1.000 €, was eine enorme Steigerung hat. Dann mischt das den Leuten nach gut nicht aus. Weil der Preis, der geht dann irgendwie von 100 auf 110.000 Not, dann hat ihr nur noch kein Problem für 1.000 € weiter, das wird dann nach immer ein großes Plus-Value gemäht. Also mit all den Rezepten werden vielleicht mehr Suchen an Käse kriegen, aber das Problem werden nicht lesen. Das Problem wird nicht mehr gelöst, wenn wir uns mit der Wurstungsproblematik auseinandersetzen. Und diese Regierung refusiert das und setzt weiter auf stramme Wurstung. Und mir geht es immer leid, dass eine Partei wie die Sozialisten und die Grünen das mitmachen, dass ein DP das möchte, verstehe ich, weil die hat eine andere Kategorie von Leuten befriedigt zu stellen. Das sind eben die, die ein Geschäft der Dummerden machen. Und dass aber die anderen das hier können auch noch unterstützen. Das geht nicht mehr an mich, verstehst du mich, ran. Der letzte Monat ist es an rundherum als Hauptstadt quasi zu einem Verkehrskollaps gekommen. Stundenlange Stau war angesagt. Mit Schuld darunter waren gleich ein paar Faktoren, die komplette Reorganisation von den Buslinien, der Schandschuh vom Tram, a parallel gräser Infrastrukturarbechten wie zu Hollemisch. Fakt das, durch den unkontrollierte Wurstem kommen immer mehr Gefierer an Land. Die offiziellen Données vu fest installierten Zieler von dem Pont Chaussee schwätzen eng deutlich Spruch. Binnen 3 Jahren, wie hier auf unserer Grafik zu sehen, ist den Trafik nächst deutlich geklommen. Kirchbierg als carrément ein Plus von 30.000 gefeierten Dach registriert gin. Auch auf anderen wichtigen Verkehrsachsen wie zu Beeteburg ist der Verkehr deutlich an die Lut gegangen, mit einem Plus zwischen 14% und 15% ungefähr. Und ob das möglicherweise so ist, das fragen wir den Daniel Milchen, den als Diplom-Ingenieur am Städtebau und auch den früheren Direktor vom Fonds de Logement. Merci, dass ihr gekommen seid, Herr Milchen. Ja, was so dazu? Ich meine, das ist ja einfach komisch, die zwei riesigen Schantercher, die wir ja einfach haben, notamment zu Ege und zu Hollerich, was die Infrastruktur angeht, und dann noch die großen Trams, Schanchen, hätte das nicht ernst das geplant geben? Ja, am Moment, also das Konzept war ging am Vierfeld. Ich hatte während 5 Jahren zu Wien, wo ich da Städtebau studiert habe, gewissen Professor
Hermann Knoflacher, den ich während 5 Jahren seine Vorlesungen besicht habe. Das ist ein international unerkannter Konifär, an den wird auch an den 70er, 80er Jahren für die Gelegenheit zu Lützeburg, für das Mouvement Ökologique, Gutachten aufgehen. An hier stimmt zu dem Konzept, dann wird man das nach Bleschke, ich gesehen regelmäßig konfirmiert, ja, ich bin so lange zu Wien, Stauen organisiert, bis die Leute es genug hatten, bis die Leute beim öffentlichen Transport gefahren sind. Ich meine, da soll ich das den Leuten sagen, wenn das dein Ziel ist, ich will, dann ist das ein Konzept, mit dem kann ein Staat funktionieren, den wie es auch andere Konzepte gibt. Da soll aber nicht gleichzeitig eng DP-Feierung so nehmen. Wir hätten auch gerne Präsenz vom Auto an der Stadt. An die verschiedenen Verkehrsmittel, die sollen harmonisch mit den am Kader von einer Mobilität funktionieren. Geschéi awer Sachen, die sind erstaunlich fir am November, Di doch mat krit Herr Milchen schmengen op der Rokat de Bonnewar de Stung den Trafik komplett. Di wëstet huet geënnert d'Verkeiersféierung duch Dal Avenue, wo nëmmen nach der vun de Busser fuhr nach schlussendlech konnte go nach d'Automobilisten schuld. Ja, geht go neich méi huet vu Seiten vum zostännege Chefe vun der Stadt geheescht, weil d'Automobilisten sech net run halen, do fuhre wo nëmmen nach der fir Busse halen. Da ist es aber ein bisschen einfach gemacht. Hei schenkt net geplant zu hun oder aber im Express. Ja, aber ich so, ich kind den Verdacht nicht lassen, dass es bewusst gemerkt wird. Ich will noch ein Beispiel überbringen, was nach mir krass ist. Ich verstehe, dass in den Tram nicht kann über 30, 35 Jahre realisieren. Dass das an einem relativ kurzen Zeitpunkt oder Zeitraum soll passieren, verstehe ich ganz gut. Wir werden dann gleichzeitig auch nach dieser Platz abtrappen. Den Tram wird ja nie hinfahren. Das wird wirklich nicht beim Tram zu dienen. Und du auch nach Stau organisieren. Ich kann es gar nicht ernst nennen. Für was die Sachen alle müssen man nicht geschehen, verstehe ich nicht. Aber ich kann auch verstehen, ich meine, wir leben hier in einer Stadt, die an der Zeit enorm finanzielle Ressourcen hat, und das ist das, was ich an meinem letzten Leserbrief mit der Überschrift Absurdistan in Luxemburg. Aber mich an den großen Artikel darüber geschrieben wird, den Joseph Stüppen, besonders an seinem Buch Der Städtebau, wo ein Infrastrukturkanal schon über 100 Jahre beschrieben wird. London hat der, Paris hat der, Tokio hat der, Madrid hat der, Wien hat ein bisschen. Lützeburg, so viel wie ich weiß, nicht mal einen halben Meter. Das verstehe ich nicht, dass wir uns so gerne amüsieren, immer die Straßen abzurappen. Immer Straßen abzurappen. Ja, das sind dann nämlich auch oft die nämlichsten Straßen, die bannend 1-2 Jahre dann ein paar Mal abgerappt gehen, just weil da an anderen Leitungen gelöscht gehen, wie die Keier für drun. Und heute, bei dir Vierschlot, hat schon keine lang gemacht, gehen eben so Kanäle in der Stadt, auf den wichtigen Achsen durchzuziehen. Da müsst von neue Leitungen gemacht gehen, müsst den einfach just können direkt drinnen gehen, ohne abzurappen an die Ersetzen. Ja. Das sind Kanäle, wo ich kann dadurch gehen, wo ich à tout moment kann eine Leitung beihängen, ich kann Leitungen reparieren, die Futti fuhren. Ich brauche da nicht abzurappen. Effektiv, ich verlange, ich habe nicht proposiert, dass ich das zu Zeissing und so meine. Ich fand einfach der Boulevard Royal oder die Avenue, die 2 Avenuen hätte ruhig können am Laufe der letzten 100 Jahre mit so Infrastruktur dotiert gehen. Vierrun hatte ich Chiffre gewiesen, dass der Verkehr hier am Land massiv zögert wird, die letzten Jahre des Verkehrsabkommens an 12 von den Gefähren immer weiter zuhält. Das sind für die DDR auch Suite von dem unkontrollierten Wurst. Ich meine, die DDR war ja am Anfang die erste Partei am Land, die wirklich für den Suiten gewarnt hat.
Was kann ihn dazu so kon die net awer komme gesinn dat ganz schmengen belächelt gin Demos wo se fir an den Suiten do gewarnt huet fir Joren, wo man an net déi Probleme hatten wie ma haut hunn. Ich hun een eigentlich große Fehler am engem Lewe gemacht. Ich hätte nie dürfen op Wien Städtebau, Raumplanung, Landesplanung studieren kommen. Dann hätte ich haut viel meiner Probleme für die Kakophonie der Kakophonie notzugucken, wie sie heinz so aufgespielt wird. Es gibt Instrumentarien, mit denen die katastrophale Entwicklung hat können verhindern, wenn uns Planung, uns Landesplanung, uns Regionalplanung, uns Städteplanung einfach ernst angepackt hat. Wir machen heute noch Fehler, wie sie an der Vergangenheit, also spätestens an den 60er, 70er Jahren am Ausland gemerkt sind. Wir setzen ein Stadion mitten an die Grüne Wiese und da wundern wir uns, was Verkehr da passiert. Guck mal, wo die Franzosen das Stade de France gesagt haben. Mitten am Urbangebiet. Am öffentlichen Verkehr super gut ugebunden, da sind keine Privatparkplätze an der Gegend. Wo du 2,0 Strategie vom zuständigen Minister geht die Ihrer Meinung op an den nächsten Jahren? Ich kann ich dazu nicht sagen, wenn ich aber gesehen, dass den zuständigen Verkehrsminister nicht mal fertig bringt, auf seinem Plateau du Kirchberg, das ja nach immer orchestriert wird vom Fonds d'Organisation du Kirchberg, und jeder Tutel darüber, da nicht mal fertig bringt, ein gering Well anzufeiern. Also wenn du am Auto das ist die gering ist. Ja, weil das immer das ist eine große Welle. Ja. Ne? Den Term gibt es an der Fachspruch zwar nicht. Ich kann mich erinnern, dass ein Enke annonciert wird, von hier zu bestimmen hat, Länge auf der aller Straße für das zu funktionieren. Da hat hier schon lange die geringe Welle angefordert. Aber da sollen das Kirchberg machen, was ja sein Spielwies ist, da sollen das realisieren. Und das war mich noch fundamental, ich habe das schon ein paar Mal geschrieben. An Österreich, besonders zu Wien, da gibt es ganz große Bereiche, wo freitagsabends die Lichter aufgeschaltet gehen, aber bis Montagsmorgens nicht mehr nach orange blinken. Sie haben angefordert, wie die Deutsch, die haben das aus der DDR importiert. Das ist das Einzige, was sie von DDR-Regime behalten haben, dass Lucht auf Grün springt, von Rot auf Grün, ein orange Vers, für das Leute können schon den nächsten Gang erleben. 12 Accidenten, also aber dort ist ja nicht an die Lut gegangen. Nein, das ist einfach mehr eine große Fluidität an den Verkehr kommt. Wir heißen die Sachen alle in die Rechtsleihe gelost. Wie gesagt, ich finde selber im Kirchberg, du als Samstes, als Sonntags, kein Mensch in der Weh, durch die just Auto führen, dämliche rote Luchten zu werden, produzieren CO2, erwerben, dass es soll grün gehen. Und da frage ich mich, wie war den Zirkus, wie war das gut ist? Das kann in nachvollziehen, ganz viele Leute dabei natürlich auch. Ja, an lo kriegen wir geschwind Leute alle auf den öffentlichen Transport, oder wenn man dem gratis öffentlichen Transport bringt das? Bei der Grünen, ich meine, den öffentlichen Transport, ich meine, wir sind das Land auf der Welt, das landesweit abfeiert, mit das ja aber schon steht. An Europa, die den öffentlichen Verkehr gratis haben. Resultat des Kurs, den wissenschaftlich festgestellt wurde, sind nicht mehr Leute, es sind mehr Leute, die am öffentlichen Transport fuhren. Es sind viel mehr Leute, die am Platz zu Fuß zu gehen und den öffentlichen Transport fuhren. Das heißt, weil ich nicht bezahlen muss für von der enger Haltestelle auf die andere zu fahren, für den einfach mit dem Tram oder mit dem Bus mit. Also gesamtverkehrstechnisch bringt das gut nichts. Es wird sogar gewiss so mehr, weil das wäre doch der Geschäftsfeld spuren, weil aber der Passageverkehr von den Fußgängern
op den Trottwaren awer positiven Effekt op de Geschäftswelt huet. Wa man dann awer vun der Gare opfure bis op Pariser Platz mam Tram gratis an mir ginne Milansch die Geschäfter, die Reiser links vun Revenu sinn, dann bringt dat weder der Ökonomie nach Appes nach dem öffentlichen Verkehr nützlich. Ja, dat sind auch net die allerbest Aussichten an das ja so van den Locher Moiers all die Retarre guckt, zum Beispiel bei Bun, da sind do awer feststellt, dass er se Risolo schon nivelcht ass an mat Nachmileit och Zug so riskiert awer immer mir eng zu gin oder. Dürfe so Gewerkschaftler kom je kucke verdeich das System op Vordermann zu bringen, an der Mamere gratis am Platz lo do App sie verstiert sind, wo die Infrastrukturen nach net brett sind. Also mir huet immer zu viel, entschuldigt das immer ein Deel von meinem Leben do verbrucht. Ich bin da ganz viel beigeleiert. Die öffentlich Verkehrsmittelbetreiber hunn sich, wann net geschneit huet oder wann extrem Situationen wär besonders méi gin, dass das System soll funktionieren. An ha hunn ich leider gefil, wie wann ha just de Kontragif gemerkt. Anrein, so ein Merc für den Interview, für den Besuch am Studio an vielleicht bis nächste Kehr. Ja, ich so noch merci. Ja. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass etwas Positives dabei rauskommt. Sehen den Foucan dopp an der Gemeinde Klief groß gehen, also es natürlich schon schwarze gesinn wie die Regionalpuls oder und Attraktivität verleiert. Ich meine zu Klief mir immer mehr Kommerzen die zo man Post hotdieren zo gemacht, Aptik hotdieren zo gemacht, aber ich schon sich auch schuld fand, dass auch ein bisschen die unrühmliche Rolle die Gemenge an dem Ganzen gespielt hat. Sie sind nicht mitgehen zu wiederholen, dass sie darauf keinen Abfluss hatten, dass Aptik hotdieren zo stand nur, also wenn ein Brief ganz klar auf 4 Gänge, wie am Brief steht, avisé favorablement, dass Gemenge den Briefen erzeschen huet, dat Aptik dann opmanisch plönnert, wat demografisch unsinnig ass mir op der Nordstroos zu Hause, well eng Aptik können eng opmanisch, a grad wo eben bedenken muss dat zu kliefe, 2 Altershemer sinn Hausdoktoren, also wer do großen Bëswein gewircht und enger Aptik. Und ich meine, das auch allgemein ein bisschen, dass Stadt Klief Unattraktivität verliert. Wenn ihr noch guckt, am Kader von den letzten Gemengewahlen, also von einer Jugendherberge geschwart gehen, auch davon her den ich mehr an wir haben eine Reihe Hoteller zu Klief, Hoteller. Und da rutschen wir auch ein bisschen an die Gefahr, dass zu Klief, dass da irgendwann ein Platz gibt für die gut Betuchten, wo in sich so nicht mal das einfach völlig oder wo einfach eine gewisse Dynamik carrément fehlt. Und da hätte man schon deutlich mehr Engagement erwartet, auch von den Kliever Gemengeresponsablen. Ich meine, die andere Sache ist natürlich, was nur diskutiert wird, dass das transversal für Kliever, ich meine, den Jeff kann ja so ein paar wieder dazu suchen. Ja, zu der Transversal zu Klief, die als am Jahr 2011 mit 33 Millionen auf den Instanzen gegangen. 2019 sind das weil 73 Millionen gehen. Und es wird wahrscheinlich dauern bis Jahr 2023, die fertig ist. Also ich fand, für 3,7 Kilometer Straße brauchen über 11, 12 Jahre, für das zu realisieren. Das ist am Anfang eine unmögliche Situation. Aber wir auch mit Dynamik herankommen an die ganze Geschichte von der Umsetzung, wenn eine Straße baut. Der Michael hat gesagt, wir bauen dann die Transversal von Klief. Aber wir müssen aber wissen, für was bauen wir schon an die Transversal von Klief. Klief geht immer mehr in die Stadt. Am Anfang müssen wir das bedauern. Wir hatten es durch mehr eine Dynamik gewünscht. Auch überhaupt an Regionalzentren, wenn ich mal allgemein gucken, sind wir als ADR Norden verschiedene Zentren müssten auch touristisch propagiert gehen. Zum Beispiel Klief, zum Beispiel Feiern, zum Beispiel Eschsauer, zum Beispiel Burschen. Das sind alles lokale Ortschaften, die sind prädestiniert für Touristen an Land zu ziehen, aber auch Inlandstouristen. Und an dem Sinne hat man es Initiativen mal gewünscht. Muss ich wissen, dass auf der anderen Hinsicht
wenn am Tourismusbereich Initiative laufen, für Qualitätswanderen an die Region zu kreieren, für verstärkt abzubauen. Das geht doch an 2-3 Jahre über die Bühne gehen. Wir sind am Gang über die Velosphäre, alles zu machen, für auch der an den Norden zu kreieren, weil wir nach zusätzlicher. Und ich meine, da wird auch auf der Hand, dass den auch auf einzelnen Regionalzentren auch attraktiv aufbaut, an dem das eine Geschäftswelt hat, die funktioniert. An neben der Geschäftswelt muss auch ein kulturelles Programm stehen. Ich meine, das muss alles eine Einheit gehen. Und immer wenn ein Staat gelingt, alles Staat zur Einheit zu machen, da gelingt es auch, als Norden rum zu verkaufen. Am Binnenland wie auch am Ausland, das spricht Touristen allgemein. Ich meine, das wäre ein wichtiger Schritt, den wir müssten an die Richtung gehen. Zurück an die Chamber. Luch Finanzpraktike beim Nationale Filmfonds an de Pakt Logement 2,0. Wärm Eisen die ganz rezent am Parlament zur Debatte stungen, an dem Kontext proposéieren ich die Interventionen vum Roy Reding. Herr Präsident, ich wollte für Eugène Berger Merci so, dat den Heidrop hingewiesen huet, dat 2014 3 Werke Deputéierten géint die dort Geschicht gestimmt hun, dat waren die vun der ADR. Wir hatten demos 2 Kritikpunkten, an die erweisen sich haut am Norrand als absolut gerechtfertigt. Der Deichtwer teicht vun de Moyen, die Heit zur Verfügung gestalt gi par rapport zu denen geringe Moyen, die Äner Kultur schaffend an Hai an Eichter Theatren Hai am Land hunn. Der zweet as de Fett, dat Filme fir den Tierrang produziert gin, weil Produzenten Meisue verdingen or an egent Hasch, wann se neue Projekt gin a Platz Kommerzialisation von ihrem fertigsche Film zu betreiben. Dat gewisch nennen se faire l'air pour l'air. Auch Demo zum Hai schon gefordert e qualitativen Audit zu hunn. Et geht net um missbräuchliche Verwendung von Geld, dat geht darum, wie gin die Filme gewissen, wat bringen die Filme tatsächlich. An Demos gefordert an schon an der Kommission noch einen half am Gag gesot, kom fir dem Steuerzöller Merci zu so, dat de 40 Millionen Jo ausgëtt fir de Gimmick do, da kom ihr checken wenigstens eng DVD heben vor dene Filme, die ihr bezuelt huet. Rezent zot als een Premier a Medienminister j'ai le portefeuille à droite et le cœur à gauche. Dat man Cœur à gauche kann ich net beurteilen, mit dat man Portemonnaie à droite, dat stimmt garantiert net. Weil droit zu sinn, konservativ zu sinn, heech meeslist wenig Staatsdepensen zu hunn, an der Stadt de Steuerbierger hier suen zu losen, an net 40, 50 oder mehr Millionen Joer auszugehen, just für sich zu kann, roten Teppichken zu pavanieren. So nicht mehr. Was mir brächte wir, dat Leid können zu 100% von ihrem Kredit profitieren, an net zu 80%, an 20% müssen oder 30% müssen, mit dazu zu 100% von ihrem Kredit Kindern profitieren. An dat für möglich, wenn man zum Beispiel eine Staatsgarantie geben. Der Staat die lehnt jo haut suen zu einem negativen Zinssatz. An andere wieder der Staat get jo haut bezahlt von de Leid, für dat hier so eine wäschelt. Ergo as es net schwer, für groß Finanzmittel zu mobilisieren, an so eine Staatsgarantie an Platz zu setzen, für die Leute zu helfen, Wohnraum zu kaufen. Direktmesure. An och darüber hat man choriert, an Kitter Thema zum Pakt Logement 2.0, mich kann man nicht verkneifen, dat zu soen. Es gibt Direktmesuren für die Preise haut direkt zu bremsen, wann nicht so gut zu reduzieren. Das echt als den Enregistrement. Für was besteuert der Staat Leute, die hier Wohnung kaufen? Sie gehen ja schon besteuert, ob hier ein Abkommen ist, darüber, dass sie schaffen gehen, darüber, dass sie Gewinne erzielen. Für was gehen sie darauf besteuert, weil sie kaufen? Wenn Herr Krochten das stellt, und ich gehe davon aus, dass er stellt, das richtig ist, die Accession à la Propriété vom Normalbürger zu fördern. Aber da können wir so, wir besteuern nicht mehr, wenn der Normalbürger etwas kauft. Null Enregistrement. Zumindest bis zu einem raisonnablen Plattform. Ich weiß nicht, für die Leute, die die Preise bezahlen, wo jetzt von 13.000 € den Meter kriegen. Mit den normalen Bierchen, das war einfach nur so null Enregistrement. Das zweite, das TWR. Es tut mir leid, wenn ich TWR von 3 auf 70% draufsetze, und Mietwohnung, da gehen die 40% drauf, das ist sicher wie Dämen umgebiert. Kommen wir so direkt an Office, ob all Wohnungen
an egal ob sie gebaut gehen oder renoviert gehen, an egal ob sie selber okkupiert gehen oder ob sie verlohnt gehen, als TWR 3% an dat ohne Plattform, an dat ohne irgendwelche Prozeduren. Das wäre eine Simplifikation administrativ und das gibt sofort Preise aufsetzen. Bon, dat dritt als Staatsgarantie, die muss verhol gehen, über die hatte ich schon ein bisschen echt wie eigentlich alles hat, dommerden gefen wir das Ziel erreichen, Preise aufzusetzen, für und allem, was mir an unserer Partei Herz liegt, die Leitmäßigkeit zu losen, auch proprietär zu gehen. So nicht merci. Letzteer Verfassung aus 150 Joer all und enger Reform war jo 15 Joer lang gedoktert ginn. Logete den neue Moment zënnt dat Gambia-Parteiien ze summe mat der CSV en Akkor von tun, an dem no gëtt Verfassung op 20 einzelne Punkten aufgeändert. Aéit dat DDR zu dieser Revision ganz ohne Befroung vum Volk steht, dat frommer lo den Gast Giberien Gast. Das ist ja ein bisschen traurig, dass das Volk gar nicht soll befragt gehen. Ne? Ja, ich meine, muss man verdicht so, dass 15 Jahre, wie es richtig gesagt ist, gedoktert geht, als filmgerichtig fair am Fond, dass dann über 15 Jahre Feierparteien in einer Nähe diskutiert, verhandelt und was kriegt den einen, was kriegt den anderen Verfassung. Wir haben das am Fond politische Co-Handel genannt, weil am Fond nicht die Bürger gefordert gehen, dass mit Parteien nur für sich eins zu geben, was jeder gerne an Verfassung hat. Das wird uns nicht arrangiert, dann dürfen wir am Prinzip auch gegen den Verfassungstext, wie nur 15 Jahre fehlen. Wir haben immer als ADR dafür plädiert, dass die prinzipiell Frohen am Vierfeld dem Wähler der Lützeburger am Kader von einem Referendum stellen. So wie wir das 2015 gemäht haben, wo wir 3 Fragen gestellt und Leute haben dezidiert und verkloren, dass das Resultat vom Referendum gut respektiert und fließt so an die neue Verfassung an. Das ist das, was wir gerne als ADR gehabt hätten und noch nach immer wollen. Und dafür sind wir froh, dass der Verfassungstext vom Tisch ist und dass er nach 29 Punkten zurückbehalten sie gehen. Wir müssen noch gucken, was sind wichtig, prinzipiell Fragen, die zurückbehalten gehen. Und dann hätten wir auch gerne über die ein Referendum, und dann ist es nicht ein politischer Co-Handel, den an der Verfassung können. Wir können an der Verfassung eben das, was am Kader von einem Referendum Lützeburger dezidiert wird. Das fanden wir, das dann ein Referendum vom Volk und nicht ein Referendum von Parteien. Ja, weil CSV hat ja nach am Juni mehr Bürgerbeteiligung verlangt bei der Verfassung und schlussendlich der Gegendeel gemacht und dafür auch die Co-Handel. Ja, das ist am Anfang so ein Paradox. CSV ist am Frühjahr gegangen und so, sie hat gerne mehr Bürgerbeteiligung und dafür können sie den Text nicht stimmen. Aber wenn ihr dann aber guckt, was sie mit den Gambia-Parteien ausgehandelt haben, man schaut die Leute überhaupt nicht mehr gefragt. Und wichtig Fragen, die ein CSV zwar arrangieren, politisch, das ist das Wahlsystem. Wir wissen alle gut, dass das Wahlsystem wie als CSV avantagiert an alle Parteien desavantagiert. Die Wahlbezirke arrangiert CSV in einen einzigen Wahlbezirk gibt die eine oder alle Parteien gleich behandeln. Der Kümul von den Mandaten, all die 3 Fragen für CSV überhaupt nicht, dass sie diskutiert geht am Kader von einer Verfassungsreform. Sie können darüber diskutieren, aber außerhalb von der Verfassungsreform es gibt schon gut kein Referendum gemacht. Das war klar. CSV hat wohl am Frühjahr als Argument geholt, für die Verfassung nicht mehr Matze drohen, mehr Bürgerbeteiligung mit resultatlos, überhaupt keine Bürgerbeteiligung, typisch CSV. Ja, wichtig zu sagen ist auch, dass der DDR für eine Zeit schon am Kader von der Verfassungsreform ja auch 2 Propositionen auf den Tisch gelöst hat, wie die Verfassung soll aufgeändert gehen. Kannst du nicht auf die 2 Punkte, die 2 Propositionen, die man damals gemacht hatten, als DDR angehoben hast? Ja, für dich muss man festhalten, dass der DDR über die ganze Verfassung Propositionen gemäht hat. Praktisch über alle Artikel haben wir neue Texte proposiert, wie auch all die anderen Parteien. Aber wir tun aber nach Kork von vergangenen Textfehlern
den Resultat wie gesagt, vor 15 Jahren erbecht waren. Du waren 2 Ideen, die DDR an ihrem Wahlprogramm hat, nämlich dat den Deiereschutz mis an der Verfassung verankert gehen, dat Spruch Lützeburger Spruch als Spruch vu Lützeburg mis der Verfassung verankert gehen, dat as vu den anderen Parteien mat iwwerhol gehen an den Abfluss an die neue Verfassung von an das vu keine mé contestiert gehen. Dorop sinn se mir hegein gesot man machen lo 2 Propositionen de loi, aber setzen de 2 Punkte direkt an der Verfassung en, aber werden net bis irgendwann enke soll iwwer die ganze Verfassung aufgestimmt gehen. Dat wollten die 2 anderen Parteien awer net, sos hat man die Punkte schon lange an der Verfassung dran. Los immer ja an die Situation kommen, die mir als ADR immer gefordert hun, punktuell Änderungen zu machen, an dürfen well als 2 Propositionen de loi, die von all den anderen Parteien gedroht sind, die auf dem Conseil d'État aviséiert, das steht als Lohn nicht mehr am Weg, dass man die direkt bei der ersten Kehr, wo man punktuell Änderungen von der Verfassung machen, dass dann die 2 Punkte, nämlich das Spruch für Lützeburg ist, und der Tierenschutz, dass den an die Verfassung können, dass das direkt gemäht wird. Und da sind wir auf dem Weg, wie wir als ADR gerne hätten. Andere Gast, darüber werden wir also halen. So, merci für den Besuch am Studio. So, noch merci. Die neuen Resultate von der PISA-Etude sind rausgekommen und da fällt auf, dass Lützeburg sich noch verschlechtert hat am Vergleich mit dem letzten Test 2050. An den 3 Bereichen Lesen, Mathe und Naturwissenschaften leiden Lützeburger Schüler unter der OECD-Moyenne. Und für die neue PISA-Etude zu kommentieren, begrüße ich den Ferner Karteiser. Was kann ich für dich generell zu den doch schlechten Resultaten sagen? Moin Dan. Ja, du hast ganz recht, das ist ganz schlecht. Und ich meine, muss objektiv gucken, was die OECD auch selber sieht. Lützeburg leidet an der Zwischenzeit auf dem Niveau von der Ukraine oder der Türkei an wir haben die schlechtesten Resultate überhaupt in Europa an unseren Schulen. Für ein Land, für Lützeburg, wird so viel aus einem Schulsystem sticht an, was sich so hoch ausspricht, ist das natürlich inakzeptabel. Wir haben eine Reihe Probleme, die angeschwert gehen, auch von der OECD. Ein davon ist natürlich alles, was mit der Migration zusammenhängt, die hier im Land ja besonders stark aus. Wir haben noch andere Aspekte, die noch nicht so viel diskutiert gehen, werden aber auch ein bisschen diskutiert gehen, das zum Beispiel, dass Jungen systematisch mehr schlecht aufschneiden wie die Mädchen, und auch darüber muss ein bisschen geschwert gehen. Was sind eigentlich die konkreten Ursachen, dass Lützeburg aber immer mehr schlecht aufschneidet bei dem PISA-Test? Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Wir hatten an den letzten über 20 Jahren eine Reihe von Ministerinnen, auch CSV-Ministerinnen, DP, LSAP, die da rein noch Reformen angefeiert haben, die das Niveau von der Schule aufgesetzt haben. Wir haben den kompetenzorientierten Unterricht mit einer enormen Bürokratie an den Schulen, wir haben ein anderes Notationssystem für die Schüler, wir haben eine ganze Reihe Sachen angefeiert, Zyklen an den Primärschulen, die eigentlich alle gut als Effekt hatten, dass das Leistungsniveau mit der Zeit aufgegangen ist. Und das ist eigentlich die Hauptursache von dem Verfall. Aber wir können nicht so viel machen, weil wir müssen gucken, dass wir als Leute qualifiziert kriegen. Du weißt dann, dass wir in einer stärkeren Konkurrenz sind zu den Regionen. Aber wir als junge Leute in eine Zukunft gehen, am akademischen, am Verwaltungsbereich, am Handwerk, da muss man sie einfach so hoch qualifizieren, dass sie mit der Konkurrenz aus dem Ausland können mitteilen. Ja, noch an Schmengen dat will die Verein natürlich am Land, dass man in Zukunft besser aufschneiden an unseren Schule beim PISA-Test. Was proposiert der du, dass das dann besser geht bei den PISA-Testen? Also die Lesung kann auf jeden Fall nicht sein, wie der Herr Meister erzählt, dass wir nun nach all 6 Jahren beim PISA-Test machen. Weil ich meine, das hat just den Effekt, dass der nächste Test 2024 ist, das nur die Wahl im Oktober 2023 und das ist just, dass der Herr Meister nicht nachher einmal muss Konsequenzen seiner eigener Politik gesehen und probieren zu justifizieren. Wir müssen einfach abhören mit der Schulpolitik, wie wir es an den letzten Jahren hatten. Als dort so bekennen, was der auch immer gesagt hat, dass man gerne Schulen hätte mit Leistung, mit Niveau, mit Engagement, wo man auch nicht verfährten Leistung zu fördern, weil das ja nicht für die Kinder zu schüren, wie sie zu drängeln, wie sie zu stritzen, mit dass wir ihnen eine Zukunft zu ermöglichen. Das ist eine Schule vom Wissen, die wir müssen haben, und nicht einfach eine Schule, wo es darum geht, nur Aufschluss zu geben, mit denen Kinder schlussendlich nicht mehr viel können aufhängen. Da man der Leistung mal keine mehr gefallen, wir müssen die Courage schon
Schulpolitikerem so zu definieren, dat ze integriert, dat man kein Parallelgesellschaften am Land hat, man auch immer blick kun, weil immer mehr kann er die Nationalitäten an der Sprache nur an ein Schulsystem gefeiert gehen. Also Integration an der Robsetzen, systematisch Robsetzen vom Niveau von den Schulen ist ganz wichtig. Auch eine Verbesserung von der Disziplin, weil du weißt, dass das Gewaltphänomen an den Schulen auch leider kein Ausnahme mehr ist. Aber wenn Leute motivieren, Schüler, Profen, da muss man ein Schulklima haben, ohne Gewalt. André Ferner, so dir Merci für all das Explikationen am Kader von den neuen Resultaten vom PISA-Test. Also dir Merci dann für die Invitation. Ja. Neuräumlichkeiten ageweit, da der huet alle Membern ageluden fir bis an die neue Büroen an der Ënnechgas lussen zu kommen. Eng jet Leiit sie kommen an Daweiung ass an enger flotter Ambiance iwwer Bühnengangen, ganz gut ukom ass die Flott Vue op gëlle Fra an de Krcht macht. Op Besuch war fir kurzem de Carlo Thelen, Generaldirektor vun der Chambre du Commerce, den huet den interessante Viertrag zum Thema die ökonomische Herausforderungen fir Lützeburg haut am Mur gehalen. Den Herr Thelen krut mat op de Weh, dat der op méie qualitative Wurstem setzt. Lützeburg dürft net im Allpreis so weiter Wurse wie bislo, dat geif op Kächte vun den Awohner an ihrer Lebensqualität goen. Ich wünschen ich all, die dat opbausen an der Television seht, e ganz schön Christchurchfest, e gute Rutsch am Night Jahr, und ich freue mich, ich all Neujahrsport am Januar begrüßen zu dürfen. An selber an d'Ekipp vun RDR Tele schleessen als de Wënsch vum Präsident Niewen der Tele Dock könnt ihr als Sendung an d'Aktualitéit aus Sicht vun der RDR wéi gewinnt op eisem Internet sit an op eiser Facebook-Seits wie wéieren, Adi a bis am neue Joer.